War das schon extra am Zug, wann eng Notbremse gezündet hat. Nervig. Okay, aber ja. Okay. Ich habe schon extra den Film gesehen. Okay, wann ich eigentlich an meiner Karriere kann so eine Notbremse zählen am Zug, da würde ich das gerne machen. Und wir haben doch mal das CRL getestet. Ich hatte einen eitlen Zug zur Verfügung. Wir sind mit 120 gefahren auf einer Teststrecke und ich konnte Notbremse zählen und das ist passiert. Okay. Tja, leider gut nicht. Also die Notbremse, das ist ein bisschen, es gibt so einen Fake-Ball, weil, wenn den Notbremse zieht, da können wir für das Signal bei den Chauffeur, dem wir überprüfen, als wirklich eine Notsituation, und dann aktiviert den recht Notbremse. Und dann haben wir aber auch Notbremse richtig aktiviert, und das hat dann so ausgesehen. Ja, das war vielleicht ein bisschen mehr stark gebremst wie eine normale Bremsung. Mein Rollkoffer ist ganz ein bisschen gerollt, aber so ist eigentlich nicht viel passiert. Das heißt, so eine Notbremsung bei einem Zug, das ist keine Abruptbremsung wie bei einem Auto, weil den hat überhaupt keine Reibung, so ein Zug. Das heißt, der muss auf den Schienen, die ganz glatt sind, und Halle kommen. Und das dauert seine Zeit. Das heißt, eine Notbremsung ist nicht wie am Indiana Jones.